Okay. Seid begrüßt allemen. Ich bin Sora Biskowitz. Ich arbeite beim Jiddischen Freien Archiv und ich bin ein Teil von unserer Komität von Verbindungen. Und ich freue mich, als wir das Herren auf der Stadt, was heißt authentisch, connected, lebendig. Es muss wegen linguistischer Unsicherheiten in postvernakularische jiddische Mekoimes. Und ich will anführen Jake Schneider. Jake Schneider ist ein Jiddisch Aktivist, Poet, Collagist und unabhängiger Forscher. Er ist der Gründer und Gabay von Jiddisch Redendikes Vives, Schmus und Wein und organisiert Unternehmungen für der Gruppe Jiddisch Berlin. Er gibt euch Referaten legabe Jiddisch Kultur und führt an mit Exkursions rum die alte jiddische Gesellech von Berlin. Dabei geht er noch die Fußtritt von dem Poet Avram Nochem Stenzel Zichroines, was er halt in Übersetzen. Jakes eigene jiddische Lieder kann man lernen in Offenschwell, Jiddisch Bronze, Jiddisch Land, die Goldene Pave, Maagal, Staatssprachen und Glitter. Jake Schneider sei so gut. Größten Dank, Sarah, und seid mir alle begrüßt bei der Verbindungen-Konferenz Bechlau und bei unserer Warstadt befragt. Die Session wird vorkommen bloß auf Jiddisch und wir heben sie gleich an. Größten Dank zu den Organisatoren für die Verbettung und zu euch, liebe Gäste, für ein Beisein. Schon jahrelang rufen mich Teute, nicht geguckt auf ich leb. Das sind die ersten Schures von dem Lied Dibbik loschen, was unsere Panelistin Lilia Weizmann hat angeschrieben in 2024. Efter ist unser Jiddisch loschen a Dibbik, aber es wohnt in uns, es belebt uns, es redt a durch uns. Wir heintige Jiddischisten sind alle Zombies. Wir wollten gedarf sein teut, nur wir leben. Wir sind da. In sein wichtigen Buch Revivalistics teilt der Linguist, Sprachaktivist und Jiddischist Gilad Zuckermann, es ist nicht möglich zu beleben eine alte Sprache in puncto so Form, wie man hat sie gerät einmal. Andere Scheunes schwimmen schon in unser Meuch und wollen sicher haben eine Spur auf unser Eufen zu reden und zu schreiben auf unsere teure Schmelzsprache. Wenn wir Zombies reden Jiddisch, wird die Sprache sich weiterentwickeln. In unserer Diskussion wegen linguistischer Unsicherheiten wollen wir eintrachten wegen die Gefühlen von neuen Jiddischredners und wegen dem unmöglichen Wunsch zu reden an authentisch echt Jiddisch. Wie sieht das aus in jiddischredende Situationen? Was für eine Wirkung hat das auf der Jiddisch-Sieve Bechlau? Und was wird sein die Zukunft von nicht-charedischen Jiddisch? Jene Woche habe ich herausgegeben einen Artikel in dem Vorwärts wegen der Themen. Was Aktivisten versprachen in Asakone, können sich ablernen, einer von dem Zweiten. Und ich habe letztens zu neu gestellt ein Spielregime auf Spotify mit der sachinteressante Podcasten von colorless Sprachaktivisten. Es ist sehr kedai, sich zuzuhören zu sehen. Beide Linken wird man stellen in Schmueskästel. Heint, weil wir reden auf Jiddisch, wegen die alle Sachen. Wir haben bloß ein Schau, es lassen wir sich jagen. Erstens, weil wir haben ein Referat von der Soziolinguistke Magali Cécile Bertrand, was wird uns geben eine wissenschaftliche Basis. Zweitens, weil wir haben eine Panel-Diskussion zwischen Jiddisch-Tours, welche bauen jiddisch-redende Svives heutzutage. Mina Livsche Vishwanath, Lilia Weizmann und ich allein, zusammen mit Magali. Und zum Sof wird ihr, der Eulam, haben eine Gelegenheit, sich zu teilen mit euren eigenen Gedanken und Überlebenischen. Stellt uns nicht in Frage, verkehrt mir wollen zuhören zu euch. Jeder eine und jeder einer, was will haben das Wort, kriegt 1 Minute. Auf Jiddisch, seid ihr so gut. Hat nicht Meure, wir wollen nicht rekordieren at dem Teil. A ganze Zeit mögt ihr aber diskutieren Beschaffsmeister in dem Schmueskastel. Ihr sollt haben a zweiten lebendigen Schmues, bis mir reden auf Nekran. Rabbi sei. Magali Cécile Bertrand,
sie ihr, hat sich genommen lernen Jiddisch in 2016 in Frankreich und es ist bald geworden ein Thema für ihre soziolinguistische Forschung. Sind damals führt sie ja durch eine ethnografische Studie von Jiddisch-Auflebung und Eintung-Sprachprogrammen für erwachsene Lerner in Europa. Ihre Magisterarbeit wegen Subjektivität und Cheshek in Jiddisch hat gewonnen einen Preis und ist heraus wie ein Buch auf Französisch. Magali, seid ihr so gut. Sei ihr so gut. Dank Jake. Guten Morgen alle Menschen. Shalom Aleichem. Ich will teilen mein Ekran. So. Und voilà. Aber dank Jake noch einmal für den Verbet, dank Verbindungen und euch alle, als ihr seid da. Ich will anheben mit einem Kommentar wegen einem Begriff von dem Titel, Post-Post-Vernakular. Das ist gewesen eine Schaffung von Jake, basiert auf Post-Vernakular von Jeffrey Chandler. Ich will erklären Chandlers Begriff zuerst. Man redet von vernakulären Sprachen, wenn eine Sprache ist verspreit in einer Gruppe von Menschen und man nutzt sie für der gewöhnlichen, tagtäglichen Kommunikation in alle oder in einer Sachsituation. Es ist für eine Variation, das heißt, andere Euphonien zu sagen ein Vokal oder zu bauen einen Satz, aber die Reders meinen, dass das ist mehr oder weniger gleich. Es ist euch möglich, als die Menschen nutzen weitere Sprachen in ihrem Leben. Jiddisch ist gewinn Vernakular in der Alterheim, Englisch ist heint Vernakular in Großbritannien, auch wenn Menschen reden Welšisch oder Gaelisch oder Sprachen, wo sind da dank Migration. Wenn Jeffrey Chandler schreibt wegen Postvernakular Jiddisch, hat observiert Jiddisch bis fast dem 20. Jahrhundert, aber seine Idee basiert auf weitere Forschung, wo sprachliche Führungen oder Praktik ist geworden Sprache. Since we have a child that's king in this country and nationalism is prevailing, what do you think is going to happen? Unser Schmuesheint wollen wir sagen, als das ist gleich wie Linguisten. In einem Guckwinkel von Soziolinguistik kann man ein bisschen radikal sagen, es ist nicht so keine Sprache, aber es sind ja da sprachliche Führungen sozusagen. Menschen reden, Poschet, und zulieb verschiedene Cives, Politik, Identität, Gruppe, Medien, redet man wegen Sprachen, aber das heißt, als Emetzer hat gesagt, da redet sich an etwas, was man ruft Deutsch, Moschel, und dort redet sich an etwas anders, was man ruft Schweizerdeutsch. In der Renaissance ist voran an Nacheinandigkeit von sprachlichen Führungen und wir Menschen sagen, dass da ist eine Begrenzung da euch und dank besondere Kriterien. Aber es ist nicht ihnen wenig von der Sprache. Und unsere Arbeit ist zu beschreiben, ob die Führungen, ob die Begrenzungen und Kriterien. Ein Linguist muss besser beschreiben, wie wir schreiben eine Sprache. Ja? Und von einem Guckwinkel kann man sich fragen, wo ist das? Man sagt in Linguistik, als die Theusim von heint wären die Klolim von morgen. Also, sagen wir. Aber das heißt, dass der Fall ist die Idee von gut oder schlecht Jiddisch oder Sprache mehr moralisch wie bei MS linguistisch, weil die linguistische Arbeit ist herauszudringen die Normen von die Observations und nicht verkehrt. Ist die Menschen reden, schreiben euch und einmal zu lieb verschiedene Zibes kommt vor ein Prozess von Kodifizierung. Das heißt, man observiert die Fakten und man beschreibt sie und findet die Regulärkeiten von der Sprache, die Klolim, man schreibt eine Grammatik, ein Wörterbuch und es geht weiter mit dem Prozess von Observieren. Zupassen die Klolim, observieren der Heintigen, das Wörterbuch und so weiter. In Europa hat sich der Prozess verstärkt seit dem 16. Jahrhundert. Wenn man teilt, als zuerst kommt der Klall und als das Reden soll sich anpassen zu dem, das ist Purism. Aber die Geschichte von der Menschheit weist uns, als der Prozess ist euch apolitischer, befragt da in Europa. Und Purism und MSDike linguistische Arbeit haben beide gespielt Rollen in die Entwicklung von nationalen Sprachen. Und der Gedanke von etwas wie eine pure Sprache
bleibt Ashkenazdik euch achutz nationale Sprachen. Koidem kol soll man behalten in Kopf, als eine Beschreibung von die Klolim von der Sprache ist gültig für eine bestimmte Gruppe von Reders und in einer bestimmten Zeit. Zurück zu Postvernakular, dank Jahrhunderten von Sprachideologies, Leute, welche Erfolg rät eine bestimmte Sprache und darf sich organisieren politisch wie eine Medine, kommt man zu einer Identifikation von Sprach, Volk, Medine, was führt zu der Tschernowitzer Konferenz, zu der starken Sprachpolitik in Frankreich, zu Israelisch, zu Tschechisch, abgesondert von Slowakisch und so weiter. Das heißt, als diesen Moment, wenn Chandler schreibt Adventures in Jiddischland mit 20 Jahren zurück, hat man schon verstanden, als Sprache ist nicht noch Sprache wie ein linguistisches System, aber sie ist ein Konstrukt. Und man analysiert und betrachtet sie in Scheiches mit anderen Sachen, wie eine Idee von Volk, von einem Prestige oder weitere soziale Bedeutungen. Und wir dürfen verstehen den Begriff Postvernakular von Ort als Guckwinkel. Das Adjektiv Postvernakular beschreibt nicht nur eine sprachliche Führung, die Praktik sozusagen, noch es beschreibt gleich die sprachliche Führung wie eine soziale Führung. In dem Fall von Jiddisch, sagt Chandler, spielt sich ab derweil ein Doppelprozess. Ihr lernt jetzt allein, ihr werdet kommentieren später. Schreibt, als zulieb dem Hurben und dem Gefühl von Verlust hat sich verstärkt das symbolische Bild von Reden auf Jiddisch. Mehr weniger gleichzeitig hat man gehabt, als weniger Reschek und Bedarf zu reden Jiddisch, Lemoschel, weil die Reders haben gehabt, weniger Möglichkeiten zu reden oder euch zulieb andere vernakulare Sprachen. Der Pfarrer schreibt, als wir befinden sich in einer Situation, a viele Heint in der Diskussion auf Jiddisch, in einer Situation von postvernakular Jiddisch. Man muss mehr wie früher, öfter mehr wie mit anderen Sprachen, willen reden auf Jiddisch. Ob man will oder nicht, also ist die Sprachgesellschaft, kann man sagen, in nicht frumme Kontexten. Ja? Das bedeutet nicht, die meisten mit postvernakular Jiddisch, das bedeutet nicht, dass die sprachlichen Führungen auf Jiddisch sind ungültig oder weniger legitim, erwarte nicht. Aber das ist bloß eine Konzeptualisation von einer besonderen Situation, was man kann nicht also vergleichen mit Kommunikation auf Französisch, Deutsch oder Polnisch heutzutage. Also ein Konzept hilft uns zu verstehen andere Phänomene, metalinguistische Cyberslemoschel, wo Menschen reden wegen jiddischer Sprache und Kultur einmal auf Jiddisch, das hat geforscht Netta Rosa Vineri. Und der Unterschied zwischen Jiddisch wie ein Symbol und Jiddisch wie eine Kommunikation, euch, wenn sie sind keinmal nicht abgesondert. Die Sprache hat in sich beide Aspekte, noch die Proportion bei sich. Also Unterscheidung hilft uns das zu verstehen, was man ruft sprachliche Getreidenschaft und euch sprachliche Unsicherheit. Und das ist der zweite Begriff von dem Titel, wegen was ich will kommentieren. Sprachliche Getreidenschaft und Unsicherheit sind Gefühlen, in Scheiches mit Muttersprache oder nicht. Sprachliche Getreidenschaft ist Poschetz, ist verbunden mit einem Gefühl von einer Achaies Verantwortlichkeit zu bleiben, also zu sagen bei der Sprache. Sie können bringen ein Gefühl von Stolz und Reschek zu nutzen die Sprache, einmal eure Schwierigkeit mit Klolim von der Klalsprache. Und die linguistische oder sprachliche Getreidenschaft ist nicht keine negative Sache, das ist bloß ein Nomen von einer spezieller persönlicher Verbindung zu sprachlichen Führungen. Sprachliche Unsicherheit kann haben konkrete Wirkungen auf dem, wie man redet, öfter wie ich jetzt, oder wie man fühlt sich in seinem Körper, Lemoschel, man fühlt sich schlecht oder ein bisschen idiotisch, weil man redet mit mehr Teusim wie gewöhnlich, oder der Arois-Red ist nicht so beständig, das ist gewöhnlich die erste Arbeit von William Labov wegen sprachlicher Unsicherheit.
Die persönliche Biografie kann spielen eine Rolle in dem und auch gesellschaftliche, makrosoziolinguistische Dynamiken wie Purism. Purism macht Menschen weniger sicher in ihr Ausdrücken sich. Und das ist das Ziel, dass andere Menschen sollen können sich absondern und fühlen sich höher in der sozialen Hierarchie, weil sie reden und schreiben eine gute Sprache. Und das heißt, für unser Schmues, es ist da Unsicherheit, was mir fehlt wie ein Lerner von einer Sprache, weil wir sehen sich bewusstsinnig, als es ist da ein Modell, es ist nicht eine gute Sprache mit einem Scheiches zu Prestige, aber sicher, es ist ja da ein richtigen Eufen zu bauen ersetzt. Einen richtigen Eufen herauszureden oder einen richtigen Eufen zu sagen, bis bald, Lemoschel. Und dazu kommt euch Unsicherheit wie ein Neureder von einer Minoritätssprache. Und für was ist die Themen von Minoritätssprache wichtig? Weil es sind da weniger Situationen, wo die Sprache redet sich, das heißt, als die sprachlichen Führungen werden polarisiert, Jiddisch in der Klasse, Jiddisch in der Heim und wenig inmitten. Die Nachanwendigkeit von der Sprachzimmer ist fragmentiert. Die Forschung wegen so gerufenen neue Reders weist, als das, was wir können observieren in der jiddischen Welt, gefühlt sich euch in andere Situationen. Ich bin ja schon in 10 Minuten, ihr werdet das losen, wir lernen öfter später in der Diskussion. Ihr seht schon, als ihr werdet jetzt kommen zu dem Sof, ihr seht schon, dass das ist alles komplex, weil es hat zu tun mit persönlichen und gesellschaftlichen Phänomenen, mit der Beziehung zu der Sprachnorme, aber auch zu soziolinguistischen Fragen. Wer sagt was, mit wem und wo? Das heißt, wer hat das Recht zu reden? Welcher Ort ist ein guter oder ein authentischer? Und welcher Zeit? Welche Themen mag man diskutieren? Welcher Vokabular ist annehmlich und wer schafft die Neologismen? Für Lehrer ist da eine Spannung, weil wir sind da, sei kedei zu erklären die Regulärkeiten von dem System von der Sprache, sei kedei vorzustellen die Kontexten, wo man muss nicht unbedingt nutzen die Regulärkeiten von der Klardsprache. Aber wo sind auch die Situationen, wo Menschen, Bobeseide bis Kinder, mit allen möglichen sprachlichen Kompetenzen haben Interaktions? Und für jüdische Kulturtours wie Jake, Mina Liebsche und Lilie kommen öfter andere Schwierigkeiten oder Lesungen in Scheiches mit dem und ich freue sich zu hören auf sie. Ja, danke. Ein größten Dank, Magali Bertrand, für deine wichtigen Gedanken und Erklärungen. Magali hat noch nicht definiert, was heißt Post-Post-Vernakular. Und öfter meint sie, als wir sind noch als Stamm Post-Vernakular. Ich meine, das meint sie. Aber Leute, meine Meinung ist Post-Post, I mean Hoffnung, I mean Bemühungen zurückzukommen zur Vernakulärkeit in Dreußen von den chassidischen Kreisen und auch in Dreußen von den Klassen und Sommerprogrammen. Bloß in gezählte Situationen und Zwiebels sieht man schon heint als ein Post-Vernakular Jiddisch und das wollen wir jetzt sehen, ein paar von diesen Situationen. Ich will noch einmal teilen meinen Ekran und vorstellen unsere weitere Panelistins. Ist unsere erste Panelistin, Mina Livsche Vishwanath, ihr, ist eine Jiddischistke von einem ganzen Leben. Die langjährige Kassiererke von Jugendruf und eine Mitentwicklerin von Jiddisch Duolingo. Meistens nutzt sie Jiddisch mit einer Sprache und mit guten Freunden in informellen Kontexten, hereingerechnet mit ihren 2 jiddisch redenden Kindern. Mina Livsche. Sei sehr gut. Dank. Der Mann mir. Ich darf jetzt beschreiben meine jüdischen Kontexten, oder? Ja, ist zu keinem Fall, weil wir reden wegen die Projekten und in deinem Fall, ja, wegen deinem Kontext, ja, wie bist du gekommen zu Jiddisch und so weiter? Dank, ja, geht. Ich will nicht reden auf klar Jiddisch, ich will reden auf meinem natürlichen Dialekt.
entschuldigt für die, was ist ein bisschen schwerer zu verstehen, aber mir ist leichter, so zu reden. Ich bin ein geborener Jiddisch-Redder. In für mir ist der Gedanke von Vernakular gegen Postvernakular und Post-Postvernakular als ausgemischt. Weil man sieht all, was schon Dr. Mordechai Schechter ist gewesen, eine, was hat stark gehalten, also man soll nicht teilen Jiddisch zwischen der akademischen und der nicht-akademischen. Als die, was lernen sich Jiddisch in Klasszimmer, sollen noch auch gehen auf die Interbahn und weiter reden Jiddisch in sehr tagtäglichen Leben. Ich rede Jiddisch mit meinen Mischproche, mit meiner Mama, mit meinen Brüdern, Schwestern, der Cousinen und so weiter. Ich jetzt mit meinem Mann und meinen Kindern. Und ich habe Chavere mit meinen Eltern. Ich bin erst gekommen für eine Softwoche verbringen mit sie in ein Airbnb auf Jiddisch. Ja, das ist, ich habe ein Stück vernakulare Leben. Aber wie in meiner Rolle wie als Sprachaktivist, ich bin schon herangezogen in Jugendruf, Jugend für Jiddisch, schon ein Sachjahr, kann nicht sagen, pink Wiffel. Aber ich helfe organisieren Aktivitäten für die, was sehen, was haben nicht als Kontext, ein Sprachkontext. Ich sage, weil du der Monen drei, der erste ist das, was Jake Hottermont arbeiten auf Jiddisch Duolingo, was ist ein bisschen indirekt. Ich habe nicht mamisch zu neu geführt, Menschen zu reden, eine zum Zweiten, aber so hat gehört, sicher eine Sache metalinguistische Frage ist, wie soll man lernt, Menschen zu lernen Jiddisch durch eine Applikation. Zweitens, helfe ich organisieren, und ich gehe schon jedes Jahr von meinem Leben auf die Jiddisch-Woche. Was das ist, eine Woche in August in Upstate New York, wie Menschen kommen sich zu neu, von Imitim, in der Welt, von alle Eltern, von Neugeborene bis Lebensgebliebene, in College-Studenten, von alle Eltern. In der einzige Sache, was bringt uns alle zusammen, ist Reden auf Jiddisch. Nicht kein politischer Kontext, nicht kein Musik, nicht kein... Jeder kommt von Imitim, und der Hauptziel ist zu reden auf Jiddisch. Das allein ist ein Beschluss, was jeder hat gemacht, aber Teil sind geborene Jiddischredder und Teil haben erst geendet Einzimmerprogramm. Das ist ein interessantes Modell, als die zwei Studien sollen sich zu neu kommen. In drittens, wie Teil von meiner Arbeit in Jugendruf habe ich geholfen, gründen ein Programm, was heißt Verbring, was ich will losen Lilien ein bisschen weiter wegen dem, aber der Ziel ist zu schaffen, die post-vernakulare Erde, wie Menschen in verschiedenen Städten, was reden schon Jiddisch. Das Ziel ist nicht, man soll sich lernen Jiddisch, nicht lechatchille, aber sich zu neu kommen und Pushit verbringen, gehen in den Zoo, gehen auf die Plage, verbringen auf ein Picknick, nicht reden wegen Jiddisch, nur Pushit auf Jiddisch, wegen was es soll sein. Größten Dank, sehr, sehr reuschendig. Ja, wir wollen hören mehr wegen die Pratim und euch wegen die verschiedenen Probleme und also in die kommenden Teilen von unserer Diskussion. Aber lassen wir manchmal sein mit unser kommenden Panelist. Unser zweiter Panelist, Lilia Weizmann, sie ist ein Mitvorsitzender von dem Jüdischen Komitee beim Bostoner Arbeiterring. Sie planiert und führt an mit jüdischen Programmen durch den Bostoner Arbeiterring, Rad Jiddisch, Queer Jiddisch Camp und Jugendrufs Verbring Boston Programm. Das Gründer von der Nest, Jiddisch Kunstinkubator, Lilia schreibt euch Lieder auf Jiddisch, wie das Lied, was ich habe zitiert, nur was. Sei also gut. Und erzähl ein bisschen wegen deiner Aktivitäten. Shalom Aleichem, guten Morgen allen. Ja, wie Jacob hat gesagt, bin ich ein Teil von der Bostoner Arbeiterring-Gehille, wie auch der breitere Bostoner Jiddisch-Gehille. Beim Arbeiterring halten wir verschiedene Programme, Teil im Ganzen auf Jiddisch, Teil auf Englisch und Teil seiner Gemisch, gewöhnlich von Jiddisch und Englisch. Und ich muss sagen, als ich bin weit nicht die Einzige, was planiert Programme und organisiert Sachen beim Bostoner Arbeiterring. Ich habe gehabt eine Sachmasel, als es seien da Menschen
was halten Programme in Boyen die Kehille schon jahrelang. Ein neues Projekt, was macht der Mond, ist Verbring Boston, was ist ein Projekt von Jugendruf und wir halten das verschiedene Mitarbeitering. Und die Programme sind dafür im Ganzen auf Jiddisch. Ich kann es weisen, die Bilder, ja, das ist gewesen. Die erste Verbring in Boston, was ist gewesen, ist Singerei und Gesang war statt mit Ada Hedko, was ist da ein Bild. Und wir haben gehabt ein zweite, das zweite Bild ist gewesen von einem Picknick, was wir haben gehabt. Und die, was kennen die Menschen im Bild, wollen sehen, also nicht alle wohnen in Boston. Das tun wir euch, wenn es kommen Menschen in die Stadt von anderen Orten, halten wir Programme und das ist ein gute Öffnung zu bauen, keine Hilfe. Und noch ein Projekt, was ich für mit dem ist die Nest, was ist ein Kunstinkubator und das kommt vor virtuell, das ist auf Zoom und das ist ein Projekt von Boston Arbeiterin und jetzt in Scheiches mit Rad Jiddisch und Queer Jiddisch Camp. Und das ist ein Ort, wo Menschen können bringen ihre Kunstprojekten, oftmals Lieder über euch Kinderbücher, Tanz, elektronische Musik, verschiedene Sachen, was seien auf Jiddisch oder nutzen Jiddisch. Und das ist ein Ort, wo man kann stellen Fragen, sei wegen Sprache und sei wegen Kunst. Und ich kann sagen, dass das Projekt ist gestammt von linguistischer Unsicherheit, weil ich habe allein gewollt schreiben Sachen und gewusst, dass ich will haben als Sachfrage und getracht, dass es seien sicher doch andere, was wollen euch stellen als Sachfrage. Ja, und ich will euch ermahnen, als nicht die alle Programme, was wir halten in Bosner Kehille, seien offizielle Programme. Also wie meine Lefsche red Jiddisch mit der Mischproche mit Freund, rede ich euch mit die Chaverim oftmals in Boston oder und in andere Orte. Und als ja nicht alle Zwiebeln, wo wir reden, Jiddisch seien formell. Einen großen Dank. Ich habe euch gewollt geben, Magali, unser Linguistke, noch eine Gelegenheit vorzustellen, die Zwiebes, was sie forscht. Das sind die europäischen Sommerprogramme für Jiddisch. Magali, kannst du sagen ein paar Wörter wegen dem? Ja, bloß ein paar Wörter, Dank. Ja, die Dissertatie, was ich schreibe, hat zu tun mit der erwachsenen Menschen, was lernen sich eine Sprache in dem Sommer. Und eine Feldforschung ist jiddische Sommerprogramm und in Europa. Und sind 2018 bin ich da wie eine Non-Teilnehmerin und observiere euch die Menschen und ja, interviewiere sie, ich weiß nicht, wie man konjugiert. Und ja, das ist mein Feldforschung, also zu sagen, das ist die Revitalisation, also ich sage mir Revitalisation von Jiddisch in Europa und speziell forsche ich zu der Erwachsenen, was lernen sich. Und wir sehen da ein Bild von einer Klasse. Das soll nicht sein, kein Kunst, das ist ein bisschen anthropologisch. Das heißt, man muss sehen, was tun die Menschen. Und wir sind da in einer Klasse in 23 mit, das sind gewesen die Anhebers. Und das kommendike Bild ist in einem Abend und das ist kein schönes Bild, aber das ist für mich ein Neufen zu weisen, wie ihr arbeitet, weil ihr bin da in Klasse, ihr lernt sich euch Jiddisch, aber ich bin euch da inmitten, also zu sagen, wenn Menschen tun etwas in Abend oder in der freien Zeit, wenn sie sind, ja, miteinander und reden Jiddisch oder nicht, aber ich bin da, euch Gedei zu verbringen und euch Gedei zu observieren, was sie tun, Poshet. Ja. Dank. Und jetzt will ich allein vorstellen, weil ich bin der Moderator und ein Unternehmer von unserer Diskussion, ich bin ein Teil von verschiedenen Jiddisch Zwiebes.
Der Iker bin ich der Gabe oder der Organisator von Schmus und Wein, was ist eine jüdische Zwiebel in Berlin. Wir treffen sich 10-mal in heute, schon seit 3 Jahren und haben gepravet unser 70. Treffung. 70. Treffung in dem heute, ich bin nicht dabei gewesen, weil ich bin in die Staaten einfach heute, aber bis 2020 und ja, also sieht es aus. Wir Moschel, das sind 2 Bilder von einem Abend. Und wir haben gewöhnlich nehmen wir ab ein Bild, wenn Emetzer sagt, ich darf weggehen. Aber in dem Abend haben sich ausgetauscht die Menschen so viel, als wir haben gedacht, 2 Bilder zu weisen, die alle Menschen, weil als Menschen kommen früher, als Menschen kommen später. Und, ja, es ist auf jüdische Zeit. Ich schreibe die Zeit in Gänsefüßlich, weil man kommt nicht an bei Zeiten. Ja, und wir schmusen und spielen einmal, trinken Bier, nicht kein Sach Wein, es heißt Wein, schmusen Wein. Das gewinnt beschasste jüdisch Sommerprogramm in Berlin, Hayar, was ist organisiert geworden von Medem, von der Jüdisch Center in Paris. Und es gewinnt euch beschass eine Ausstellung von Evgeny Fix, was ist organisiert geworden von Jiddisch Berlin. Ich bin euch ein Teil von der Gruppe. Und wir haben gemacht ein offenes Mikrofon und verschiedene Menschen haben gesungen auf Jiddisch und euch Poeten haben vorgelehnt ihre Werk. Und der ganze Abend hat sich abgespielt auf Jiddisch, was gewinnt Mama Shamachaye. Ich bin euch gewähnt Teil von der Jiddisch Softball in England in die letzten Jahre, was hat sich gegründet mit 4 Jahren zurück. Und ich bin gewähnt auf dem Komitee 2 Jahre lang. Ich bin mehr nicht Teil von dem, aber das ist mit die größte jiddisch-redende Unternehmung in Europa jedes Jahr. 60 Menschen in England. Nur auf der Softball. Ist gut. Ja, lassen wir anheben unsere Diskussion. Wir sind schon ein bisschen spät mit der Zeit. Aber Meile, es ist also interessant, was ihr tut. Ist kein Call, wollen wir reden wegen der Mikromadrege. Das heißt, in solchen Situationen, wie sehen euch die linguistischen Unsicherheiten in unsere weltliche jiddisch-redende Geschives? Wie fühlt es sich, wenn man kommt rein in Asassi zum ersten Mal? Ist man nervös? Hat man Meure für Teusim? Was tun die Gebäude und avanzierte Redder, wenn er macht der Greis oder sagt etwas auf einer anderen Sprache? Wer mag Bechlau anteilnehmen in der Zwiebel? Eine Sachfrage ist, ob ihr mögt sagen, was ihr wollt, herum der Mikromadrege. Ist Lommel anheben mit Mine Lifsche. Geht Dank, Jake. Is die Jiddisch Woche, ich rede darauf wegen der Jiddisch Woche. Die Jiddisch Woche ist interessant, weil sie kommt schon vor 50 Jahre lang. Hier wird es an der 50. Jiddisch Woche. Und wenn es sich ungeheuben, ist es gewesen mamisch, ein Lehrer mit seinen Studenten. Ja, es ist gewesen ein pädagogische Mittel. Ich stelle sich vor, als in der ersten Juden hat man eine Sache ausgebessert, weil der Fall ist mit gewähnt. In späteren Juden sind gekommen mehr geborene Jiddisch-Redner in Jiddisch-redende Mischproches. Aber letztens, und ich wollte gesagt, erst in den letzten 15, 20 Jahren, kommen eine Sache Jiddisch-Studenten, nicht dafür mit sehr Lehrers. Menschen, die haben sich gelernt von Imitim, einmal sich gelernt allein, die Tage einmal auch viel gelernt auf Duolingo, online. Es steht auch viel, keinmal nicht geredet, können miteinander Menschen auf Jiddisch. In noch einmal von Jiddisch Woche ist eine ganze Woche. Jede kommt in Unheb von der Woche. In die, wo sie sich schwer zu reden Jiddisch, öfter sind sie still, der erste paar Tage. In bisslichweise, eine Woche ist genug lang, als man soll sich entwickeln als ein Sprachtisch, der sich zuhören
und Zitroi in sich, als öfter kann man echt herauslassen ein jüdisch Wort. Man muss, gedeiht zu kommen auf die jüdische Woche, muss man sie sagen, nicht herauszulassen, kein Wort nicht auf Jiddisch. Ja, sie mit Titus Tag ist eine andere Frage, aber also ist der Ziel. Ja, wir müssen nicht haben perfekte Jiddisch. Wir wollen nur sagen, genug übergegeben zu reden nur auf Jiddisch. Mit 5, 6 Jahren zurück haben wir gesehen, dass es gewesen ist, ein bisschen Spannung zwischen die, was haben geredet, von der Heim oder lang studiert Jiddisch, gegen die Neue, wahrscheinlich darf ihr euch bessern. In gewisse neue Studenten haben gefühlt, dass man besser sie euch öfter zu viel. Und sie sind dort zu reden, nicht zu lernen. Haben wir euch gegeben Jetonen. Ein Jeton ist also ein Knäppel, ja, was wir können spielen zum Hemd. Was steht auf dem? Besser euch mein Jiddisch. Und jeder kennt euch klappen. Soll ich es trugen? Soll ich es nicht? Und wir haben gebeten bei jedem, ob ihr redet mit Emerson, was trug nicht kein besser euch mein Jiddisch Jeton, besser sehen nicht euch. Ja? Und das ist gewesen ein interessanter Mittelpunkt, wenn Emerson, was drückt euch, ich will die sollst euch bessern, gegen Emerson, was sagt, ich will pushen durch euch leben. Und wir können auch viele Untien und Euchtien das Jeton, Leute, wie man fühlt sich jenem Tag. Ja? Ich habe noch ein Mittel. Also zum Sof in der Woche haben wir etwas, was heißt der Greisenkreis. Wie gewisse von den Sprachlinguisten auf die jüdische Woche stellen vor, gewisse Tuisen, was sie hören, bemäßigt auf die jüdische Woche. Nicht kein Mensch hat es gesagt, nur man hört es oft. Und sie legen vor, ein paar Ausbesserungen in allgemein, was man wohl gekannt verbessern. Und ich allein schaut auf, weil ich habe allein ausgebessert mein Jiddisch von die Fehlungen. Und das ist dann offen zu machen, wie sagt, Projekt. Wir wollen alle verbessern zusammen, gegen ein Mensch stellen auf den Ort und sagen, dein Jiddisch ist nicht gut. Dank, Lilia, willst du etwas sagen? Ja. Quittem Hall, als ich habe geredet ein bisschen mit mit anderen Menschen da im Bosnier Zwiebel und sie gesagt, dass ich will sein auf einem Panel wegen linguistischer Unsicherheit. Und ich meine, dass jeder einer hat gesagt, oh ja, ich habe linguistische Unsicherheit. Und ich meine, es geht anerkennen als Srov Menschen in unseren jüdischistischen Kreisen haben das. Oder Srov Menschen, was haben sich gelernt, Jiddisch oder jüdische Redner. Und ich meine, als sie kennen sein ein bisschen anders für die, was haben sich gelernt oder ausgelernt, die Sprache, und die, was eine jüdische Redner sind, haben öfter eine andere emotionelle Bagage, ein Päckl, wie man sagt. Aber in Boston prüfen wir, sein sehr freundlich. Es kommen rein neue Menschen oft. Einmal können sie schon reden, einmal sind sie Anhebers und wir sagen allemal, dann können kommen, die reden schon sehr gut, die können schon verstehen, also solche Sachen. Ich meine, dass wir verbessern nicht so viel, wenn jemand sagt, das ist nicht richtig, es darf sein so, aber wir geben Wörter allemal, als jemand fragt, wie sagt man das, wie sagt man Jens, oder wir helfen Menschen, sie sollen sich keine ausdrücken. Ja, und ich will euch ermahnen, die Nest, weil das ist ein bisschen anders, weil Menschen kommen dafür zu verbessern ihre Projekte. Und es wissen alle, als wir reden sei wegen Tausend, sei wegen, wie soll man kann etwas sagen, schöner oder mehr idiomatisch. Und ich, speziell wenn wir haben angehoben aufs Neue mit Red Jiddisch und Queer Jiddisch Camp, habe ich vorgelernt, als ja, wir wollen helfen Menschen, die alle Bemerkungen dürfen sein, in ein Eufen, was hilft Menschen und stützt sie unter. Ja, aber letzte Sache, ich meine, es ist euch wichtig zu trachten wegen dem, was die Verbesserungen und die Greisen oder wie soll man nicht Sprache ist anders, wenn man schmust und wenn man schreibt oder schafft etwas. Wenn man halt schmiss, ist nicht einmal so wichtig, wie man versteht, ja, wenn man halt schmiss. Es ist ein bisschen mehr wichtig, wenn man schreibt. Aber als man schreibt ein Lied, merkt man
auskleiden, nicht zu nutzen, Verben im zweiten Ort zulieb, Rhythm oder Gramm etwas eins. Und sehr, sehr gute Liederschreiber ziehen das. Ich habe sich allein gedacht lernen, wenn ich will folgen die Rekommendationen, die Ethis von die Kenners, was kennen geht Linguistik und wenn ich will sein ein bisschen mehr schöpferisch. Danke, Lilia. Wir müssen noch jagen, weil ja, wir sind schon ein bisschen nicht mit der Zeit und ja, aber ich will sagen ein paar Sachen wegen meines Vives ist in der Jiddisch Sofort in England hat man gegründet eine Gewaltgruppe in der zweite in der zweite im zweiten Jahr, was ist ein bisschen erheblich zu dem, was ich habe gehört wegen der Jiddischsprach, ist alle nicht sichere Reders von der Jiddisch-Sprach kommen zu neu und die avancierte Menschen und es ist eine Stützegruppe und sie sollen sich fühlen besser zu sein in einem Ort, wo man kann nur reden, eine zweite Sprache, wo sie fühlen sich nicht so gut. Und ich meine, als Jahr habe ich schon gesehen, oder jene Jahr habe ich schon gesehen, als die neuen Reders fühlen sich besser. Viele sie können sich nicht so gut ausdrücken, aber sie haben ein gutes Gefühl, weil sie haben sich schon getroffen mit die anderen in seinem Anheb. Und das heißt die Gewaltgruppe. Gewalt! Und in Schmus und Wein habe ich gesehen, als gewisse Menschen, was kennen schon sehr gut Jiddisch oder verstehen und kennen lernen ein Buch, fühlen sich nicht sicher zu kommen auf ein Schmus, weil was für sie, sie haben nicht das eine Beziehung mit der Sprache, als mit Schmus auf Jiddisch. Es ist mehr akademisch, mehr wissenschaftlich oder ja, sie haben ein bisschen mehr Distanz oder sie fühlen sich nicht also wohl und das ist bei mir auch schade. Und ich sehe, dass die Menschen, was kommen ja öfter, ist mit der Zeit, in Anheb ist es für sie euch nicht so passiert, aber später sehe ich, als sie wollen, sie werden als mehr ausgespannt. Gut, lassen wir übergehen zum Makroniveau. Auf einen Fuß, laut eurer Meinung, was für eine Wirkung haben solche kleine Unsicherheiten auf eure Projekte und wie es beklar? Hat das eine Nervosität oder mehr eine Spur, auf wer es kommt und auf die sozialen Dynamiken dort? Sie hat ihr Idee zu beiden Aspekten von euren Projekten in Schein von was die Frage ist. Lassen wir noch einmal anheben mit Mina Lipsche. Ja, ich meine, also auf die jüdische Woche ist es schwerer zu antworten, die Frage, weil alle Menschen, die kommen, haben beschlossen, eben zu geben eine ganze Woche in euch geben Geld auf dem Jahr. Es ist nicht, also man hat sich heran in ein Schenk, man kommt auf eine ganze Woche. Alle sind übergegeben in Willen, Tage, Priven. Aber doch, sie können viel ein bisschen herausgeworfen, weil man kommt und man redet nicht. Ja, man will mutigen das reden. Ich meine, die Male von 150 Menschen ausgesprochen über eine ganze Zimmerlage, ist das nicht alles in einer Gruppe. Man hat das gesagt, zwei Menschen mit dem Mund, sei die was reden fähig Jiddisch, sei die was haben sich letztens gelernt Jiddisch. Und ich meine, die Hauptmale von der Jiddischwoche ist nicht der offizielle Programm, nur die im offizielle Schmissen, in Treffungen, in nicht organisierte Schmissen, was geschehen. Und ich meine, als von einem Makro-Kickwinkel, der Fahrer hat mir gewollt schaffen, also ich verbringen, ist als ein Mensch allein wird käme nicht herausfinden in Sicherheit. Man darf schmissen mit anderen. In besser, mit wem sie fühlen bequem. In einmal ist das mit der Gebäude in Jiddisch reden, in einmal ist das miteinander Jiddisch lernen. Aber wie man kann schmissen mit so vielen Menschen wie möglich in verschiedene Zwiebes, wird es in allgemein bereichern die Sprache. Das ist das Ziel von mir, von Schaffen die Zwiebes. Danke, Joshi Kaya. Ich bin Mechaniker, ich war hin. Lilia? Ja, ja, euch Ziegement zu dem.
Ich trage das auch wegen nicht nur schaffen, Gelegenheiten zu reden, nur schaffen Kehle. Weil ich meine, das ist eine große Meile von unserer Kehle in Boston, von der Jiddischwoche euch. Weil ja, es ist schwerer zu reden, wenn man ist unbequem. Und wie wird man bequem? Man bekennt sich mit den Menschen, man macht Chaverschaften. Und ich trage euch wegen die Minenprogrammen, was wir halten. Einmal ist es ein Picknick oder ein Winkel, was ist unser Schmusskreis. Aber ich habe sehr lieb zu halten Programmen, was sind Exkursios, wenn wir forten ergeht ein Museum, Aquarium, Baumgarten, oder wenn man macht eine Aktivität. Auf der Jiddischwoche machen Menschen Jetonen oder andere Minenkunst. Und ich meine, dass solche Programme seien nötig, aber sei sehr, sehr nützlich für ein Entwickeln, das Löschen und sich weiter lernen. Das ist ein Öffnen zu verbessern, die Sprache, was ist nicht wegen Greisen, es ist wegen, oh, wir soll reden wegen dem in dem Kontext. Man lernt sich euch, aber es ist nicht kein Klasszimmer. Dank. Wir sind schon hinter der Zeit eine Sache, aber ich habe gewollt sagen, ein paar Wörter wegen der Zukunft von Jiddisch und von weltlicher Jiddisch, weil wir bauen Zwiebels, wir bauen Kehiles und wir trachten wegen solcher Unsicherheiten, was meint ihr, wie seht ihr Jiddisch in 25 mit kurz die chassidische Kreisen, sie haben unsere Emotionen, also auch etwas Scheiches, mit wie viel wir nutzen die Sprachtacke. Was für Wirkung hat das auf die Zukunft von unseren Loschen in Dreußen von der charedischen Welt? Was wollen wir beiden zu versprechen, lebendig Jiddisch? Sind Kompromissen nötig? Laut unserer Chaläumes habe ich schon gefragt, wie wird Jiddischland aussehen in 2050? Zu viele Fragen, zu wenig Zeit. Minelisch, auf einen Fuß, du hast Tage 30 Sekunden. Ich weiß nicht, was wird sein, aber ich weiß, als das Schaffen die Kehilles in die persönlichen Beziehungen ist das, was wird schaffen, als soll sein, als die Kehilles sollen weiter umgehen. In speziell die, was werden herangezogen in die Kehilles, ich will ein kleiner Prozent von sie beschließen, aufzuhalten ihre eigenen Kinder auf Jiddisch. Das kann haben eine riesige Spur, auf wie so die Sprache entwickelt sich, weil es ist auch zwischen den Erwachsenen, was lernen sich Jiddisch, und Kinder, was hören Jiddisch von daheim. Sie machen nicht aus, was eine Qualität, weiß der Eltern Jiddisch ist. Das kindische Jiddisch hilft echt entwickeln in Veräußerung der Sprache in der Zukunft. Ist die Kehilles sind übrig wichtig. Sei eine Woche lang Kehilles über die Jiddisch-Woche, sei die kleine Kehilles, die wir verbringen in Boston und so weiter, in Berlin. Danke, Shikoyach. Und Lilia? Ja, ich treffe es auch wegen dem, was solches wie was, speziell Eintungsvives, wo man redet Jiddisch, seien nicht nur idealistisch, sie seien sehr praktisch. Und es ist sehr wichtig zu haben solches Vives. Und mir ist wichtig, sei zu schaffen Neologismen und als die Sprache soll sich allein entwickeln, sei als Lerner, sich zu lernen, wie soll man vielleicht sagen etwas. Ich will wissen, die Geschichte von der Sprache, wie soll man hat traditionell etwas gesagt, aber ich will können allein beschließen, welche Wörter ich will nutzen. Ist gut. Und ich allein will nur sagen, ein paar Sachen, wegen das, was ich habe gelernt, von anderen Sprachen, weil wenn man hört sich zu die Podcasten und guckt an die anderen Projekte von anderen Sprachen, man hat so viele interessante Gedanken wie Sprachnesten von Neuseeland und wie Shidduchim zwischen einem älteren Redder und ein jüngerer Redder, was kann sich auslernen. Eine Sache interessante Sachen. Ich lege das stark vor, rekommendiere das stark für alle Menschen. Lassen wir rübergehen in die letzten Minuten zu dem Eulam.